Haut 33. Sonntag am Joreskreis begräßen sich aus der Kirche vu Kolmar-Bierch, mewer dro Funheit Sondesmass. Et singt Choral Saint-Cécile Kolmar-Bierch, Dirigent as den Henri Bissen, Organist den Ali Scherz. Hier spielt als Entree Toccata in E vom Pachelbel. Duno sangemer Ich will etwas von Marguerite Birkenfeld, Brevis Missa Gallicana von Jean-Pierre Schmidt, Alleluia von Berthier, Friedenslied von Mike Brandenburg an Peter Schindler, Living for Jesus von Kisholm an Lauden, an als Schlusslied Saint-Cécile von Marie-Jeanne Ben an Marie-Pierre Schamburg. Durchel spielt als Sorti Fuge in F vom Bach.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Leif Leid heit zu Kolmarbierch an der Kirch, leif alle Gull, die da iwwer Medien mat deis verbunden sieht. Eier mat dem Herrgott lo begegnen, as engem Wut, wat neis schenkt, an as engem Brot, wat fir eis bricht, film reis kurz besinnen, an dem Verzeihung frohen, wir sind Schuld. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lass mal beten. Gott, du Urheber alles Guten, du bist unser Herr. Lass uns begreifen, dass wir frei werden, wenn wir uns deinem Willen unterwerfen und dass wir die vollkommene Freude finden, wenn wir in deinem Dienst treu bleiben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Thessalonich. Über Zeiten und Stunden, Schwestern und Brüder, brauche ich euch nicht zu schreiben. Ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Während die Menschen sagen, Friede und Sicherheit, kommt plötzlich Verderben über sie, wie die Wehen über eine schwangere Frau, und es gibt kein Entrinnen. Ihr aber, Brüder und Schwestern, lebt nicht im Finstern, so dass euch der Tag nicht wie ein Dieb überraschen kann. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Darum wollen wir nicht schlafen wie die anderen, sondern wach
und nüchtern sein. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der auf Reisen ging. Er rief seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Talente Silbergeld, einem anderen 2, wieder einem anderen 1, jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste er ab. Sofort begann der Diener, der 5 Talente erhalten hatte, mit ihnen zu wirtschaften, und er gewann noch 5 dazu. Ebenso gewann der 2 erhalten hatte, noch 2 dazu. Der aber, der das eine Talent erhalten hatte, ging und grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück, um von den Dienern Rechenschaft zu verlangen. Da kam der die 5 Talente erhalten hatte, brachte 5 weitere und sagte: Herr, 5 Talente hast du mir gegeben. Sieh her, ich habe noch 5 dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm: Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen. Ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn. Dann kam der Diener, der 2 Talente erhalten hatte, und sagte: Herr, du hast mir 2 Talente gegeben. Sieh her, ich habe noch 2 dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm: Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen. Ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn. Zuletzt kam auch der Diener, der das eine Talent erhalten hatte, und sagte: Herr, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Weil ich Angst hatte, habe ich dein Geld in der Erde versteckt. Hier hast du es wieder. Sein Herr antwortete ihm: Du bist ein schlechter und fauler Diener. Du hast doch gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Hättest du mein Geld wenigstens auf die Bank gebracht, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben, und er wird im Überfluss haben.
Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Werft den nichtsnutzigen Diener hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Ups. Liebe Schwestern und Brüder, et gëtt Leid, die ticken so, nimme kein Risiko agoen, nimme net opfallen, nimme keng neue Ideen, lieber de Kap an de Sand stierchen, schlappen doheim undin an net raus, beret schei kuschlich machen, hannert dem warmen Oven, zmole lo bei dem Wirder. Wir war doch net eigentlich, grad doch, wann het net ernst mir geht. Ma dat Gleichnis, die Parabel, die de Jesus eis haut verzielt, geht an eng einer Richtung. Mach Sinn, dat ze heut a kompromisslos klingt, so huet et jedefalls a sich. De Jesus verlangt Risikobereitschaft, Mut zum Wagnis. Worum's geht an dieser Geschichte von den Talenter? Ein Talent, dat waren ursprünglich am echten Sinn vom Wort 6000 Denaren, dat heißt unheimlich viel Geld, eng Fortune. Mit Talenter mengen hei net eigentlich materiell Sachen suchen, sie sind vielmehr ein Bild für das Geschenk von Gott und Eis, nämlich die Begabungen und Fähigkeiten, die jedem von Eis an zwei gelöst wird. Für das erste Mal sieht das Gleichnis, dass all Mensch Talenter, das heißt so positiv anlernen an Durenden, von Gott kriegt wird, die zu entfallen gilt. Wenn ich das zugunsten von anderen ersetzen, werd ich letztlich selber mehr davon haben, wie wenn ich knicken und spursam damit umgehen. Es geht um den Reichtum, der wiest, wenn ihn ersetzt. Wohl und nicht schied verdrehen das selwicht, kein hat alles. Ein paar Talenter mehr oder Männer, gewiss, aber all huse hier Chance kriegt. Das Parabel hilft uns zu verstehen, dass jederin etwas von Gott krut. Und es hängt davon auf, wie wir das gut benutzen und was wir daraus machen. Aber egal, ob in die Talente als Fähigkeiten, Charismen, das Wort Gottes, Gove vom Herrgott, gerecht handeln deit. Es geht darum, mit dem zu schaffen, was ihn hat. Den Impuls lädt nur, sich nicht selber als wertlos zu definieren, mehr Courage zu haben, für zu handeln. Energie und Tatkraft zu entwickeln, auch wissend, dass andere vielleicht mehr Grundlage kriegen. Es geht durch, mit dem, was den hat, zu wirtschaften. Was encourageant ist, Gott traut eis viel zu, jedem von eis. Keiner ist unbegabt, für Reich Gottes etwas zu machen. Das Parabel ist ein Plädoyer für Aktivität, Engagement und Einsatz. Ein Appell zu wissen, auf Frieden zu bringen mit dem, was wir haben. An experimentieren darf man auch ruhig, weil wir sind an Gottes Hand geborgen. Den Herrgott kennt sein Leid. Ihr kennt eis ganz persönlich und ihr baut ob eis, ohne eis willen zu überfordern. Natürlich besteht immer die Gefahr, das seht Beispiel vom dritten Knecht, dass wir die Goven, die wir kriegen, nicht benutzen, nicht investieren, nicht ans Spiel bringen, mir carrément Bruch leihen und ungebraucht verkommen lassen. Gott schenkt uns die Nüsse, aber er knackt sie uns nicht auch noch auf, seht das Sprichwort aus Russland. Den dritten Dinger ist zu viel auf Sicherheit bedurcht. Ihr wollt kein Fehler machen, für das ihr von keinem kritisiert wird. Aber grad weil ihr kein Fehler machen wollt, möchten alles falsch. Weil ihr alles kontrollieren wollt, gerät sein Leben außer Kontrolle. Ihr reagiert verkrampft. Weil der Pferd geht nicht aus sich raus, mir vergrieft mit seinem Talent sich selber. Er verkreist sich an sein Lach
als ein Schlegenhaus. Nur hat Angst, nicht nur für Gott, mir auch Angst zu versohlen, schwer zu sein, als sich zu blamieren. Hier verkäft sich innerem Strich. Bei diesem letzten Dinger geseit in Folge von der Angst auf vom Selbstzweifel. Hier nass nicht Frau, den Herrgott doch nicht, jo kenas Frau. Den Heilige Paulus schreibt und den Timotheus, Gott tut eis nämlich nicht de Geist von der Angst gehen, wie de Geist vom Mut. Dir sollt Angst die verwannen, am mat der fester Gewissheit handeln, dat dir Gottes Goven hut, an dat ihr se mat Fried an der Welt ersetzen könnt. Et kann ähnlich Matchristen Bilder aus dem Gleichnis auch so interpretieren. Vergurft ihre Glaven nüt, verstoppte nüt, lief ihre Glaven, mer deppes draus. De Glave weitergin, dat das nüt eng Sach von e pur Spezialisten, Chidre von eis as dofir begabt an dort so fähig. Wenn wir an dem Sinn ob den dritten Dinger gucken, da könnt das Evangelium auch beängstigend sein. Gar Dinger, wann's du dein Talent vergriefst, wann's du dich nicht traust, dein Glauben zu leben. Also Glauben ist nicht schon ein Privileg, mehr auch Verantwortung mit den govener Fähigkeiten, die wir kriegen, zu schaffen an der Welt. Das ist der Leitfaden von unserer Parabel. An dem Sinn will ich euch, leif alle gut, ermuntern, euch zu fragen, wie dir Fähigkeiten ergoven für das Reich Gottes ersetzen wollt. Wie könnt ihr die Fähigkeiten so gut ausbauen, developieren für die gute Sache, an Plätze erraschen zu lassen? Wenn ich selber mein Glaube weitergehen, werde ich an meinem eigenen Glauben bestärkt gehen. Wenn ich selber Lebt schenken, werde ich Lebt erfuhren. Wenn ich selber Hoffnung verbreden und zu einem Hoffnungszeichen für andere gehen, könnt das irgendwie ein Kehr bei mich zurück an mir zu gut. Den ängstliche Knecht, den Dritten, kriegt zum Schluss de Kap gut gewäsch, a geht zurückgepaff. Hin hat gedurcht, war den Hort dat Hort den. An hat sich Anlage verstoppt, ohne sie zu investieren. Aus seiner Ängstlichkeit, an seinem Sicherheitsdenken, heute noch sein Glauben, seine Hoffnung, als ihn lebt, für sich läng behalten willen, verspielt sie aber domat. Wannst du aus dem Glauben heraus handelst, an anderen ihr Herzer entflammst, wirst du selber erfuhren, wie reich Gott eis immer nächst beschenkt. Wannst du dein Glauben aber vergriefst, an keine Rolle an deinem Leben oder Handeln spielt, wirst du den irgendwie auch ganz verlieren. So wie Muskeln, die nicht betätigt gehen, sie verkümmern, gehen dünn, schlaff, stirben schließlich auf. So rieft also das Gleichnis eis ab, aus seinem Glauben heraus zu handeln, etwas draus zu machen, und so als Talenter umzusetzen. Liebe Brüder und Schwestern, Gleichnis von den Talenten will das Mut machen. Den Herrgott ist aber weder ein Buchhalter noch ein Kontroller, als schon gut kein Irbissenzieler. Mir vielmehr eine Sorte Trainer. Ein Trainer, der auf Entdeckungsreise geht, nur Talente, die ihn abbauen kann als eine Mannschaft, die für ihn das Spiel vom Leben auf dieser Erde machen soll. Wir müssen als Gemeinschaften, als Assoziationen, als Vereine, als Gruppen, an der Zivilgesellschaft und noch an der Kirche, nicht so etwas sind wie ein Talentschuppen, wo es wimmelt von flinken Face, an geschickten Händen, von schlauen Käpp, und von fantasievollen Herzen. Helfen wir einander, als Talente zu entdecken und zu verdurbeln. Schalten und walten wir mit dem, was eist ist, ohne zu viel nur links oder nur rechts zu schielen oder jaloux auf andere zu sein. Denken wir daran, was der Herr sich von uns wünscht. Wir sind keine Fotokopien, wir sind originaler, schiedereen. An wichtig ist zu wissen, Gottes Gnade ist immer mehr groß wie uns Schwächten. Und hier wird nicht mehr von uns, wie wir gehen können. Nemo dat, Gott non hat.
Ke braucht ze ginn, wat de net opbringt. Hinner weit just, dass mir dat valoriseieren, wat mir hunn, fir sei Reich ze förderen, op diesem Sonntag an all Dach von unserem Leben. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir vertrauen darauf, dass Gott ob uns guckt und uns Fried geseit an noch dat, was uns bedrückt. So bringen wir ob diesem Sonntag, den noch der Sonntag von den Armen ist, als Gebet für uns hin. Wir gucken haut Welttag von den Armen, ob Lied von denen anderen. Hier Not überfordert als Dachs, aber wir sind unsicher, ob, wie wir helfen können. Lost als erkennen, wo, wie wir Gutes machen können, schenk als de Courage, für es auch zu machen. Gott, denst du matt fielst, Herrgott, heia eis. Bilder iwwer Grausamkeiten an de Kriegsgebieter erfeieren eis. Los eis da'n ophalen, an ein Herz hun, wat matt fielt. Gott, denst du solidarisch bist, Herrgott, heia eis. Et gibt viel Möglichkeiten, wie wir eis denen Armen an der Gesellschaft können unholen. Stärk all die sich beruflich oder benevol engagieren, für eine Welt, an der es jiderengem besser geht. Gott, denst du matt leidst, Herrgott, heia eis. Alldach stirven Menschen, weil ihnen das Notwendigste fehlt, für zu leben. Mir bete für sie, und für alles verstorben. Feier du sie an der Reich von Frieden und Gerechtigkeit. Gott, denst du treibers, Herrgott, heia eis. Gute Papa am Himmel, mir will für unter Armut an der Welt nicht weggucken, weil du seist all am Blick. Darauf vertrau mir haut an Ewigkeit. Amen.
Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme, zu seinem Lob und zum Heil der ganzen Welt. Herr, unser Gott, die Gabe, die wir darbringen, schenke uns die Kraft, dir treu zu dienen und führe uns zur ewigen Gemeinschaft mit dir. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie, mein Herr. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben. Denn du hast die Welt mit all ihren Kräften ins Dasein gerufen und sie dem Wechsel der Zeit unterworfen. Den Menschen aber hast du auf dein Bild hin geschaffen und ihm das Werk deiner Allmacht übergeben. Du hast ihn bestimmt, über die Erde zu herrschen, dir seinem Herrn und Schöpfer zu dienen und das Lob deiner großen Taten zu verkünden durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres, den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist herrlich, Herr Gott, an alles, was du geschaffen hast, verkenne ich dein Lob. Allem, wer das, schenkst du Leben am Weise herrlich, durch dein Jung, eisen Herr Jesus Christus, und durch die Wirke vom Heiligen Geist. Immer feierst du vollig zusammen, dat dir geheiert, wie dat es überall, von Osten bis nach Westen, dingem Numm in Affer durchbringt, dat dir gefällt. Du verbeten wir dich, Herr, guck, ob das Goven, die wir bräucht tun, für dir sie zu weihen. Mach sie herrlich durch dein Geist. Los sie zum Leib und zum Blut gehen von dem Jungen, unser Herr Jesus Christus, den er es abgedrohen hat, das Geheimnis zu feiern. Weil an der Nacht, wo hier verrodet gouf, du hält den Brot aus in Hand. Ihr seht den Dankgebiet, ihr brecht Brot, rechtet singe Frin, er seht, holt an erst alle gut davon, Datei aus mein Leib, Getier gehen für ich. Nom ersten hält noch de Kirch, seht im Dankgebiet, recht de Kirch singe Frenner seht, hol dann dringt alle gut raus, der teierst de Kirch mat mingen Blut, Blut vom Neien an ewige Bund. Et fließt hier ich an die viel einer, wie dat Sünden verziehe gehen. Macht es als mein Undenken.
Herr Gott, du feiere mir Dundenke von dingem Jung, mir verkennische sei Leiden, durch dat ma erleist ziehen, mir bekennen Herrlichkeit vu singem Oberstohlen a vu singer Himmelfahrt. Mir werden drop dat hier rimken End von der Welt. So bring mir dir des Lewicht an Hellicht Opfer dur, für dich zu loben, an dir Merci zu soen. Guck voller Leift ob Daffer von dinger Kirch, erkenn du an Daffer von dingem Jung, dat eis mat dir versehen tut, so wie dei Willen war. Wenn man lo mat singem Leib, a mat singem Blut gestärkt, a mat singem Geist erfüllt gin, da lo seis Leib an Geist gin a Christus. Hier soll eis selber zu engem Affer machen, dat dir für immer geheiert. Wie dat ma Undeel kreen und dinger Iefschaft, mat allen, des du erwählt tues. Mat der Helger Jungfrau Maria, der Gottesmam, dem Helge Josef, mat dingen Aposteln am Märtyrer, a mat allen Heiligen, durch denen hier gebiert, mir allzeit ob den Höllef ziele können. Wir beten dich, Herr, des Affer von unserer Versehnung solle Sege gehen, für den Friedner Viertel von der ganzen Welt. Behit den Kirch, die nach NRW as am Merse Steig am Glauben aneinander lebt, zusammen mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude, singen Weihbischof Leo, mit alle Bischofen Geistlichen, am ganze Volk, dat deint as. Guck ob den Familien, die der heute zusammen gerufen ist, steh hierbei an allem, was sie umherzuht. An dingem Erbarmen, gute Pap, feier all den Kanner, die nach verspricht sind, bei dir zu summen. Denk auch an uns verstorben, Brüder und Schwestern, an nun all, die an dinger Gnot aus dieser Welt fortgegangen sind. An dinger Gutheit hol sie ob an dein Reich. Du hoffen wir, eis Martinen für immer und dinger Herrlichkeit zu freien, durch eisen Herr Jesus Christus, durch den du der Welt all Gutes schenkst. Durchhehen am Matttheman anhim, dir allmächtige Pap, an der Einheit vom Heilige Geist, all Herrlichkeit an näher, lo an immer an ewig. Amen. Lo beten wir zusammen, so wie Jesus Christus selber eiset gelehrt wird. Eise Pap am Himmel, dein Name sei geherrscht, dein Reich soll kommen, dein Will soll geschehen, wie am Himmel, so auf der Erde. Gib uns haut als dich nicht Brot, verzeih uns als Schuld, wie wir auch denen verzeihen, die an unserer Schuld sind. Feier uns nicht an Versuchung, mach uns frei vom Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Frieden
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Ich setze mein Vertrauen auf Gott, den Herrn. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, wir haben den Auftrag deines Sohnes erfüllt und sein Gedächtnis begangen. Die heilige Gabe, die wir in dieser Feier empfangen haben, helfe uns, dass wir in der Liebe zu dir und unseren Brüdern und Schwestern Christus nachfolgen, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Oh
Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Das sei Gott dem Herrn. Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlichen Gemeinschaft zu Colmar Birch. Den nächsten Sonntag überdrohen wir die Mass von Hurstadt bei Niederanwen. Und los schalten wir zurück an den Studio.